Wir haben viele ganz interessante Reflexionen mit den Herren. Ich werde aber probieren, nicht da ganz konkret zu sehen, weil wir leben in ganz unsicheren Zeiten. Hinter der Covid-Krise sowieso, was davon angeht. Wir haben den Krieg an der Ukraine, wir haben einen hohen Inflationsdruck, den aber heute zu Lützeburg vom Staat überholt, dann man die Ökonomie direkt an Leute direkt Männer belastet, mit das natürlich nicht immer weitergeführt gehen. Wir haben ein Problem mit der Bankenstabilität in den USA und der Schweiz, und wir hoffen, dass das sich nicht weiter ausbreitet. Das ist dafür, meine ich, ganz gut, wenn wir mal ganz konkret gucken, was können wir zu Lützeburg machen? Sind wir kompetitiv genug? Sind wir innovativ genug? Wer ist mit der Attraktivität von unserem Land? Können wir nach unabhängigen Decisionen an einem Moos holen, für unser Land durch die anderen europäischen Länder gut zu positionieren? Und dann gucken, was man kann, ich könnte ganz konkret direkt ändern. Wir haben Naturen, also große Natur will ich auch Tripartite nennen. Das ist ein Sozialmodell, also Natur, den anderen Ländern nun einmal nicht tun. Der Sozialdialog an ich meine, wir müssen noch dem Patronat an der Gewerkschaften immer nicht merci, so wie die Gesprächsbereitschaft dann noch für die Verantwortung, die sie am Interesse von uns all überholen. Wir haben eine ganze Reihe Gefahren, und wenn man mit den ökonomischen Akteuren hier am Land schwätzt, da sind die immer identifiziert. Aber wie das den Herr Moser die Intelligenz hat, wird so, wir sollen über die Perspektive von unserer Ökonomie heute nur denken, meine mir, dass es wichtig ist, einfach nur mal die konkreten Probleme umzuschwätzen. Weil das Regierung hat das an der Hand. Wir haben ein ganz paar die Probleme, die wir als Lützeburg nicht direkt können lesen, echt die haben mit globalen geostrategischen Kontext. Aber wir haben ein ganz Reihe Probleme, die wir bei dem nationalen Niveau könnten uppacken und lesen. Und wir fordern die Regierung auf, das doch zu machen. Zum Beispiel Bürokratisierung. Für was feiern wir hier am Land eine Diskussion, wo wir dann zu einem Lieferkettengesetz kommen, wir nach gegen über den europäischen Niveau rausgehen. Was wäre das eine Belastung für die Lützeburger Entreprisen? Und also es nicht so, dass viele Entreprisen, die groß sind am internationalen Niveau, dann einfach gegen so reagieren, dass sie Lützeburg gegen auf der Seite lassen, ignorieren. Was meinen die paar 100.000 Konsumateure, meinen die Differenz nicht, von mir hier Vorschriften für Betriebe erlassen, die an unseren Ländern nicht existieren. Also keine Überbürokratisierung und dem Weltoplärer sind zum Teil absurd. Wir kriegen erzählt von den Leuten aus den Sektoren, dass bei fertigen Industriegebieten, dann, wenn ein Betrieb sich nach näher losen, wo schon Straßen leihen, Uschles leihen, dass dann auch Umweltetüde gemerkt gehen. Für Wert, ich meine, das ist eine aménagierte Industriezone. An der Landesplanung, an der das etwas, was direkt hier als Grünkollege betrifft, weil ich will das dafür auch annehmen, da hätte ich können auf den Weg gehen, dass wir so eine Ökonomie und die Grenze von unserem Land machen, direkt unter Grenze. Wenn es das Verkehrsproblem zum Beispiel, auch für den bisschen Sprengstoff aus der Diskussion vom Teletravail zu holen, mit direkt unter Grenze auch Aktivitätszonen. Das ist an der aktuellen Landesplanung praktisch inexistent, genauso wie dass wir Regionen am Land tun, wo keine so Aktivitätszonen vorgesehen sind. Wir haben eine Inkapazität von der Regierung für Probleme zu lösen, die seit Jahren gibt. Und du hast das Beispiel, das ich will zitieren, das von Dechargen am Land. Das ist doch nicht normal, dass wir wissen, dass die ganze Bauschuld und so weiter, dass wir riesige Probleme haben von Dechargen, da fuhren Kamion durch Land, weil doch eine Umweltbelastung aus Bauen geht viel mehr teuer dadurch für den Einzelnen, der will bauen. Und wir fanden keine Lösung für Dechargen. Seit Jahren ist das Problem bei uns. Wir haben das Problem von den Schulen und Ausbildungen. Und mit Recht so als Handwerker und anderer, dass Formation professionell für allem einfach nicht das hier geht, was gebraucht wird. Und aber fanden wir keine wirklich Reformvolontät auf der Seite von der Regierung für Doffer an dem Mond mit denen in Anklang zu bringen. Es ist so, dass eine Reihe Sektoren hier Leute selber ausbilden, weil sie eben von der Regierung über Jahre alt nicht keine Antwort auf ihr Sorgen gefunden. Wir haben eine Reihe Klein- und Mittelbetriebe, die sich beschweren, aber mit Recht, dass auch an ausgewiesenen Aktivitätszonen terribel viel bürokratisch Limiten sind. Zum Beispiel an der Logistik könnt ihr auf verschiedene Plätzen Hallen mir bauen, wie das am Blick möglich ist. Auch da als kein Willen da, und dann hast du das Problem für die Betriebe dann, ob es am Ausland die Möglichkeiten noch früher kriegen, am meisten ist das der Fall. Und das führt natürlich auch zu einer Delokalisation von Betrieben, ganz einfach, wenn es bürokratischer Unflexibilität.
An der Logistik kom mir also als ADR stark gemerk für den Euroliner zum Beispiel auch hier am Land anzufeieren, den an andere Länder rundherum als ganz selbstverständlich funktioniert. Auch denen eng Reihe ökologisch Vierdeler an net Nodeler, et gëtt awer net gemerk. Wir seit Jore Probleme wie Chauffeuren zu fannen, an auszubilden. Dat hängt mat ganz viele Faktoren zu summen an die meescht Leien an der Hand vun der letzteer Regierung. Wir heiere Loden Herr Bausch sich darüber beschweren bei den Zugproblemen am Norden, dat man kein Chauffeuren hun, dat man kein Autobus in hun, mit der das ein hausgemerkte Problem. Auch da muss ich so, dat die Entreprisen die willen ausbilden, die willen Chauffeuren hun, dat die auch ganz viel Probleme gemerkt kree für dat könne zu machen. Dat hängt mit ihrer Origin zu summen, mit der Unerkennung oder mit den Perspektiven an ihrem Beruf und so weiter. Deutschland und andere Länder sind mehr attraktiv. Wir haben Resilienz von unserem Territoire. Wir haben ganz viele Sachen von unserem Land eigentlich für einen Krisefall. Ganz viele Sachen sind nicht auf unserem Territoire. Wir hatten immer ein bisschen Chance, das kann sich aber ganz sehr geben. Wir haben keine Energiereserven auf unserem Territoire. An dem muss, wie man sie bräuchte, wie der Vorschrift, dass wir mit den 90 Petrolsprodukten zum Beispiel, dann ist das dann eine Lehrerin zu Antwerpen oder Gott weiß wo, oder dass sie Quantitäten nicht mehr kaufen und merken, sie sind nicht high. Am Jo gesinn an den letzten Jahren, wo wir eng neue Bedeutung der Grenzen entdeckt haben, noch wo Verkehrsprobleme die ganze Jahr können existieren, dass es wichtig ist, Reserven nationalen Territoire verfügbar zu sein. Wir haben eine Diskussion um Arbeitszeitverkürzung, die an der Ökonomie extrem schlecht kennt. Ich verstehe, dass die eine oder andere Partei, schon gehecht mit den führenden Wahlen, eine 34 Stunden Woche, eine 32 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich und so weiter propagiert. Aber das können an der Ökonomie nicht. Und die Leute müssen rechnen, die Leute wissen, dass sie in Konkurrenz mit anderen Betrieben stehen. Das geht an dem Sinn nicht. Was aber geht, und was man sollte machen, das wird zu explorieren, wie mehr Flexibilität auf der Arbeitswelt zu kreieren. Das ist ein Weg, wo alle Menschen d'accord sind, darüber nachzudenken. Aber de facto geht hier am Land über die Jahre immer mehr Arbeitszeit prestiert. Das ist gut für verschiedene Sachen, für die Work-Life-Balance, für die Lebensqualität, für den Bien-être, der PIB, die Bien-être, das ist alles nicht diskutiert. Wir für alle müssen als Betriebe mal können funktionieren. Also sie müssen die Suche verdenken, die man nur sozial investieren. Das heißt, auch da gibt es ganz klare Grenzen. Dann kann ich nicht mehr warnen für Diskussionen, die aber muss als populistisch bezeichnen, für einfach nur Arbeitszeitreduktion an die Welt zu stellen, aber zu sagen, dass der Weg in der Produktivität zu partizipieren, das simplistisch, so einfach geht das nicht. Bei der Fiskalität, da muss ich noch ganz gut aufpassen, weil ich verstehe auch da, dass zum Beispiel bei sozialistische Kollegen oder so, dass sie dann da an Feld feiern, dass effektiv Kapital Männer besteuert, Gedivatoren und so weiter, das ist leider eine Tatsache. Leider ist da eben der Wettbewerb zwischen den Staaten. Das ist eine Tatsache. Ich erinnere mich noch gut an Osteuropa und in ganz Reihe Länder Flat-Taxen angefeiert, sobald sie das konnten und so weiter, 15%. Das sind Realitäten. Und ich stimme mit den Ländern in Konkurrenz. Das gefällt uns nicht, das gefällt ihr nicht. Wir müssen aber auch gucken, dass Betriebe können exportieren und die verlieren. Also hast du auch beschränkte Spielraum. Und wir haben das ganz akut am Finanzsektor bei den Taxabonnements. Von Irland in einer Situation ist, dass du kein Taxabonnement existiert, aber gesehen, dass ein ganz Reihe Fonds nicht einmal neu Fonds an Irland gehen, an nicht auf Plötzeburg, ja, da muss man doch Konklusionen ziehen. Wir hören die Industrie, wenn der Fondsindustrie dann, die heißt da so, wir müssen auf 0,03 oder so, dass da sie konkret Propositionen, wo sie meinen, sie wären nach konkurrenzfähig, da muss man das abpacken, weil wir können ja nicht nur gucken, wie man so einen stark Fondsplatz, die zweitgrößte der Welt lösen, ausländische Konkurrenten dann verlieren. Das ist schwierig, das sind Umstellungsprozesse. Aber ich meine, da ist auch eine Verantwortung, dass wir gucken, dass wir die Kompetenzbereiche, die wir im Bereich vom Finanzsektor haben, dass wir die aber erhalten. Und dazu gehört nun immer noch ein Nachdenken über die Fiskalität. Bei der Immigration haben wir einen großen Teil von unqualifizierter Immigration, das ist die Debatte, die wir heute feiern. Wie gesagt, das stellt nicht den Asyl auf froh, das stelle ich mir absolut nicht vor. Wir haben gleichzeitig ein relativ groß illegal, so ein Teil unqualifizierte Immigration, und das ist natürlich über lange Zeit auch ein Last für unser Land. Das gibt ein Assistent, wie wir in anderen Ländern in Europa schon haben, und wir müssen auch da ganz offensiv setzen, das verhindern, wann die Leute bis heute gucken, wie wir können integrieren, qualifizieren. Auch da ist ein Defizit.
genauso wie den großen Exodus von Lützeburger Staatsbürger an Deutschland an die Großzahl von Frontalien oder den Analyse von der Zentralbank natürlich progressiv zu immer mehr Export von Sozialleistungen, Pensionen und so weiter an Deutschland feiert, wo man dann immer mehr Retombe hier am Land tun, wird für uns langfristige Perspektive wie die Leistungsbilanz auch ein Problem durchstellt. Und wir müssen auch dort gucken, wenn wir dann über die ökonomischen Modelle gucken, Preise vom Logement, die Entwicklung vom Land, dass man sich das soll verhindern, dass Leute müssen an Deutschland gehen, wenn es die Logementspreise, das ist eine große Diskussion, ich komme da vielleicht kurz drauf zurück. Budgetär Ungleichgewicht, da muss man absolut verhindern, weil das ist eine Sache von Nachhaltigkeit. Wir können keine Schuldenpolitik machen, ob zulasten von den nächsten Generationen. Wir müssen noch den AAA behalten. Ich weiß, dass der SAP ganz flexibel will sein. Wir sind das sicher nicht, weil wir mehr Verantwortungsgefühl wir wissen, dass ein AAA kann sehr fortziehen und das wäre für uns eine ganz, ganz schlimme Sache. Die Industriepolitik, wir haben effektiv, und dazu schon Kollegen hier gesagt, nicht viel Diversifizierung erlebt. Für allem wird also auch sagen möchte, dass die Guichet unique do könnt nicht mehr. Ich meine, wir hatten schon eine Question parlamentär gestaltet, Herr Minister, du hast den noch nicht beantwortet. Wir haben keine Aussiedlung mehr von substanziellen Betrieben für Industrieproduktion heute zu Lützeburg. Das ist ein Problem. Aber wir müssen, ja, du wenkt am Kopf, dann könnt ihr es dort nur abzählen. Wir haben auch eine gewisse Technologiefeindlichkeit. Wir sind Technologie offen. Für was muss ein Verbrennungsmotor in Europa verbieten? Für was geht es nicht hin? Und wir sind Technologie offen. Und wir gucken, was die Technologie sich durchsetzt. Und die Verbotsmentalität ist an uns auch falsch. Genauso wie beim Research and Development des Start-up. Wir hatten hier eine Diskussion, verschiedene 100 annimmt, wie viel Wert gehen die Leute fort von Start-up zu einer mit großer Entreprise eventuell kommutieren, aber ganz einfach, weil es zu teuer ist hier im Land. Und auch da muss man da gucken, dass man Modelle finden, für so junge Entreprise besser zu unterstützen. Wir sind zum Teil investitionsfeindlich gehen. Taxonomie als ein Beispiel von ganz Europa. Wir hatten eine polnische Delegation hier gestern, die uns gesagt, für sie als Atomstrom eine Notwendigkeit, sie bauen das aus, wie ganz viele Länder in Europa das machen, dass auf europäischem Niveau Gas an Atom, das unverzichtbar. Ich weiß, dass politisch den einen oder anderen das nicht gut findet, das ist eine Tatsache. Und wir feiern ein bisschen wie den Asterix gegen den Rest vom Römischen Reich, durch einen Krieg, die wir sowieso verlieren, an denen sich als Schuld an den Möglichkeiten für zu investieren, auch dass ein Pensionsfonds der Verbote kriegt, für an so Technologien zu investieren, die aber überall auf der Welt ablehnen. Da muss man sich auch vorstellen, dass wir denken nicht, dass wir das sollten so abhaken. Auch beim Logement sehen wir ein investitionsfeindliches Klima. Für was haben wir die Krise am Logement? Zum Teil, weil wir den Amortissement accéléré, wie just den zu nennen, aufgeschraubt haben. Das sind Maßnahmen, die Regierung möchte, weil da gesagt wird, dass Sozialneid oder was auch immer, das verneidigt. Die Realität ist, dass dadurch man investiert wird und dadurch eine Krise am Logement entsteht. Das ist hausgemacht. Dann haben wir den Droit à la Propriété. Auch die da vorgestaltet, man wird motiviert, Leute natürlich auch nicht zu Lützeburg zu kommen, weil konfiskatorische Taxen auf einmal angefeiert gehen und den Droit à la Propriété, auf den man näher vorgezogen wird. Wir noch immer mal neu ablernen am Bau. Auch das feiert dazu, wenn wir dauernd die Passivhäuser und die Mentalität noch vier treiben, immer neue Vorschriften, das mich baue schrecklich teuer. Und auch das dreht zu einer Krise bei. Wir hatten früher wo Lützeburg Land von der Klänge wäre. Leute sind hergekommen, sie konnten mit der Verwaltung, mit der Steuerverwaltung eine vertrauensvolle Relation aufbauen. Das hat ganz gut geklappt. Dann geht das verdeivelt doch ein bisschen mit den Arrangementen, die da geholt sind, nicht einmal im Kader von LuxLeaks, als dann da eine große Diskussion aufkommen, all die Rulingen, das wäre der Teufel und so weiter. Das waren aber nicht immer irgendwie Steuerbetrug oder so, was da gemerkt was mir das waren DAX-Evaluationen, die mussten gemerkt gehen, auch für eine Planungssicherheit zu weil die Entreprisen am Ausland Fiskalitäten müssen haben und dafür eine Sicherheit, eine Planungssicherheit müssen haben, was Lützeburg angeht, die haben sie aber nicht mehr. Wir haben auch Regeln, dass die Steuerverwaltung 5 Jahre kann nachgucken, was dann da ist, aber reziprok geht das nicht. Ne? Die Entreprise, die kann nicht da 5 Jahre bei der Steuerverwaltung nachfragen, korrigieren. Alles das sind Ungleichgewichte, die es nicht gibt. Und das ist ganz schwer heute für ausländische Fiskalisten oder so, wie heute zu Lützeburg eine Vertrauensrelation können zu einer Steuerverwaltung abzuführen, weil da so eine Pendelbewegung, wir wurden vielleicht ganz
weit an denen Vertrauens an entgegenkommen, wat man gewissen und wer unbedingt schlecht war, haut das just de Kontre. Haut si immer dacks méi toxkapppech am méi intretabel wie Verwaltungen am Ausland. Und dat könnt natürlich bei den ausländischen Investisseuren ganz schlecht Sie helfen als auch den Standort Lützeburg am Ausland zu propagieren und zu Reklam zu machen. Das geht immer mehr schwer. Wir haben noch enorm Delay auf den Verwaltungsgerichten. Das muss ich noch wissen. Wenn Holding sehr fixiert wird, dann kriegt ihr den Termin an 2 Jahren. Das ist auch nicht gut für die Entreprisen. Am ja kein Steuergericht. Das ist auch eine Forderung mit der ADR, dass mein Steuergerichtspaket aufhören. Ich meine, auch das gegen Verschiedenes schon erleichtern. Bei der Energie, das ist ein großes Thema. Mein Freund Fred Kuipert, den erklärt das immer im Detail. Ich will es kurz annehmen, dass man einfach da falschen Dampfer sehen. Wir müssen realistisch und die Energiepolitik rübergehen. Wir können nicht die 50 Terawattstunden, die wir hier am Land brauchen, mit 2 Wandmühlen an 3 Solarzellen ersetzen. Das ist einfach nicht denkbar. Weil es nicht denkbar ist, da muss man realistisch und ehrlich sein und gucken, dass man eben mit fossilen Atom als Ökonomie Leben halten. Genauso muss man die Großregion so denken, dass wir transnationale Industriezonen engagieren oder envisagieren und noch realisieren. Aber bei den Menschenrechten ist es ganz einfach so, dass wir immer im Höheren, nicht einmal den Geringen, wir sollen Menschenrechte und so weiter überall respektieren. Als immaterielle Elektromobilität sind dort ein absoluter Champion vom Contraire. Am Europa haben wir auch eine ganze Reihe Herausforderungen. Ich will die just nennen, weil mit den paar Minuten, die wir haben, kann ich da nicht an Diskussion gehen. Wir auch in Europa haben wir Steuerdruck, den wir nicht wollen, Außentarife, die zur Inflation beitragen, alles das soll kommen, Finanztransaktionssteuer, wo die letzte Regierung sich nicht dagegen gewehrt hat, komischerweise. Wir auch, wenn wir so etwas kriegen, dass das ganz starke Kompetitionsnodel für die Europäische Union. Ich erinnere mich noch an den Lissabon-Vertrag, die größten, kompetitivsten Zonen auf der Welt und so weiter, alles als gestorben in der Zwischenzeit, dass das komplett unrealistisch ging, auch weil wir eben keine billige Energie mehr haben, weil wir eben den Approvisionnement vom russischen Gas nicht tun, an den amerikanischen und anderen Gas, das sieht für die als zwischen 3 und 7 Mal mehr teuer aus, wie den aus der Pipeline, und das ist mehr umweltschädlich. Das ist ein enormes Problem mit Kompetitivität von der Europäischen Union, und da wir da auch für Lützeburg, wir packen das über Zeit nicht, das muss ich auch ganz klar sagen. Klimapolitik haben wir einer Wühe. Wir brauchen noch eine Geldpolitik, die mehr restriktiv ist, für das Zinsniveau über Zeitraum kann raufgehen. Und wir brauchen Reformen am europäischen Fusions- und Konkurrenzrecht. Ich will vielleicht eine Konklusion probieren zu ziehen mit dem Konstat, den wir gemerkt haben. Das ist ganz evident. Die meisten von unseren ökonomischen Problemen, in jedem Fall ganz viel, wo es als Entreprisen terribel gingen abatmen. Wenn das Regierung hier ege Politik gegen ändern, hier ege Politik, weil die meisten Probleme oder ganz viele Probleme sind hausgemachte Probleme von Gambia. Und dafür braucht man nicht an den geopolitischen Diskurs zu gehen, auch da sind viele Probleme. Aber wenn das Regierung hier Aufgabe für Eisökonomie, für Eisindustrie, für Eishandel gegen machen, da wäre viel Probleme aus der Welt geschafft. Dafür denken wir, dass das Regierung die Ökonomie bremst, mehr dazu sie unterstützt, die unrealistisch an ideologisch Politik möchte, mehr wie pragmatisch an realistisch Politik. Das ist falsch. Und dafür denken wir, dass eine nächste Regierung kein Politik wie dir misst man mehr ein klar ökonomisch vernünftig orientiert Politik für aus dem Land ein Elan zu gehen, an eine Perspektive zu gehen, die als leider am Blick fehlt. Ist so nicht mehr.